So, dann ist es auch schon fast wieder 1 Uhr. Wir machen weiter gleich mit der nächsten Rubrik, die Rubrik 8. Das sind alle Stammbuchhengste, die ab der Decksaison 2024 zugelassen sind. Heißt also, dass sie letzten November ihre Zulassung erhalten haben. Wir würden Sie gerne darauf hinweisen, dass wir bei dieser Rubrik auch die Musik etwas leiser machen. Das sind junge Hengste, junge Pferde, die noch nicht die Erfahrung haben. Der Hengste, die wir eher früher hier in der Runde gesehen haben, eher heute. Wir machen also die Musik ein bisschen leiser, ist sowieso etwas leiser in der Bahn als auf den Tribünen, denn alle Lautsprecher sind in die Richtung der Tribünen gerichtet. Die Pferde kriegen sowieso weniger mit als wir hier auf den Tribünen, aber nichtsdestotrotz nicht erschrecken. Die Musik wird ein bisschen leiser sein, um unsere Jungens nicht zu erschrecken. Diese Rubrik Nummer 8 wird Ihnen vom Baubetrieb Schwarz und Theke Offringer präsentiert, ein Bauunternehmen. So, es ist 1 Uhr. Die Musik wird, wie bereits erwähnt, bereits etwas leiser, um die jungen Hengste nicht zu erschrecken. Die Jury hat schon wieder hinter ihren Tischen Platz genommen. Boxen sind, wie gesagt, auf die Tribünen gerichtet. Dadurch sind die Pferde sowieso nicht so beeinträchtigt von der Musik, aber wir machen jetzt trotzdem noch etwas leiser. Für unsere jungen Hunde sind die Hengste der Zukunft mit einer Deckzulassung für die Saison 2024. Haben sich also letztes Jahr noch an dem Donnerstag und Freitag präsentiert, um überhaupt die Chance zu bekommen, ein Deckhengst zu werden. Wir sehen Elcher 536 AAA auf der Bahn, 7 Jahre alt, gezüchtet von A. Baumer aus Ness, im Besitz der Familie Ache-Ockema in Zuidwoude. Ein Sohn von Nane 492 und Nachkomme von Olof 315, Dirk 293, Upke 266, Lammert 260 und Ewout 250. Wie bereits gesagt, seit 2023 zugelassen als Deckhengst, in der M2 Dressur tätig und in der limitierten Klasse im Showsport. Er hat schon sehr schöne Ergebnisse eingefahren, vor allem angespannt. Unter den 6-jährigen Hengsten hat er sich da sehr verdient gemacht. Während der zentralen Untersuchung hat der sehr lang geleinte, mit langen Linien und rassentypische Hengst sehr viel Eindruck gemacht. Er hat auch sehr viel und sehr schönen Behang vorzuweisen. Unterm Sattel hat er eine 8 für seinen Schritt erhalten und eine 8,5 für den Galopp. Sehr gute Aspekte von Elger 536. Neben seinem raumgreifenden Schritt und kräftigem Galopp ist Elger auch ein sehr
aufmerksamer und freundlicher Hengst, der eine sehr gute Einstellung und Arbeitswillen hat. Und er lässt sich nicht schnell von seiner Umgebung beeindrucken. Mutter von Elcher 536 ist die Steher-Präferenten-Leistungsstute, eine Stern-Präferenten-Leistungsstute aus einer sehr nachhaltigen und fruchtbaren Stutenlinie, die 19 Jahre alt ist und 11 Fohlens in die Welt gesetzt hat. Davon sind 7 Stern geworden und sie hat eine Modelltochter. Elgar kommt also aus Stamm 30 und ist der 3. zugelassene Sohn von Nane 492. Er steht im Stall De Mersken in Zugerswoude. A. 7 Jahre jung, Triple A, Elcher 536. Jeppe 537, Triple A, 5 Jahre jung, gezüchtet von J. Lopers in Alteveer, im Besitz der Stuterei Bommelstein in Haskere-Horne, ein Sohn von Aldin 469, außerdem ein Nachkomme von Pier 448, Minze 348, Foppe 290, Reize 272 und Hendrik 222. Auch seit dem Herbst 2023 zugelassen und ein absoluter Spitzenreiter in diesem Jahrgang. Er hat Triple A für alle 3 Disziplinen erhalten. Sein Gesamtscore variierte zwischen 89,5 unterm Sattel bis zu 93,5 Punkten angespannt. In der zentralen Untersuchung hat er für seinen Trab einen 9 einfahren dürfen und in seiner Fahrprüfung sowie in der Showfahrprüfung ist vor allem sein Hinterbeineinsatz und Vorderbeineinsatz mit einer 9 belohnt worden. Außerdem ist Jeppe 537 ein sehr arbeitswilliges Pferd. Vor allem sein Trab ist sehr auffallend, leichtfüßig mit viel Beugung und Biegung im Hinterbein, wobei der Hengst viel Front macht und auch sehr gut wechseln kann. Im Charakter ist er sehr unternehmend, sehr aufmerksam, ehrlich und mitarbeitend und sehr auf seine Umgebung bedacht. Der sehr rassentypische und aufwärts gebaute Jeppe 537 hat lange Linien, ist ein Allrounder und hat von Natur aus eine gewisse Arbeitslust und viel Balance, die für den Sport sehr gut ist. Steht in de Nieuwe Hövel in Lünteren. Sehr stark auf der Bahn. Jeppe 537.
Overigens, dames en heren, weer straks de hengsten op touw worden gezet, kwaliteitsvolgorde. Auch in dieser Rubrik werden wir die Hengste wieder nach Qualität und Platzierung aufstellen, um dann bekannt zu machen, welche Hengste mitkommen in die Meisterschaft und Chance machen auf den allgemeinen Meisterschaftstitel. Wir sehen Nick 538 AAA, 4 Jahre alt, gezüchtet und im Besitz von Familie Tank in Vrachende, Sohn von Tide 501, außerdem ein Nachkomme von Bartle 472, Volkert 353, Goffert 369, Djürre 284 und Chianing 235. Wie alle andere Hengste seit dem Herbst 2023 zugelassen. Nick ist einer der 2 ersten Söhne von Tide 501, die ihre Zuchtzulassung erhalten haben. Er kommt aus einem sehr zuchtsicheren Stamm, nämlich dem Stamm 5. Und seine Mutter ist eine Modellsport-Doppel-A-Stute von Bartle 472, die in der Z1 Dressur tätig ist. Nick 538 ist ein sehr rassentypischer Hengst mit viel Front und er ist auch sehr aufwärts gebaut. Im Umgang ist Nick sehr höflich und intelligent und er genießt alle Formen von Aufmerksamkeit. Er arbeitet mit sehr viel Freude, mit viel Einsatz und ist noch ein wenig jugendhaft. Aber nichtsdestotrotz hat er für alle Disziplinen einen AAA-Score erhalten. Vor allem im Showfahren mit 83 Punkten gut belohnt worden und er hat eine 8 für den Gebrauch seiner Hinterbeine und die Front einfahren können. Unter dem Sattel hat er ein Resultat von 82 Punkten erreichen können mit einer 8 für seinen Schritt. Nick steht in Dünjuhöfel in Lünteren. Triple A. 4 Jahre alt, AAA, Nick 538.
Belangrijk start rubriek sponsor. En dan brengt de piste binnen. Da betritt das nächste Pferd die Bahn. Dies ist Martinus 539, ein Triple A Hengst. 4 Jahre jung, Züchter ist Familie Notebaum-Schrolte aus Vechelingsoord, die zusammen mit H. Eppinger aus Oud-Meerdum auch Besitzer sind. Ein Sohn von Tide 501, auch Nachfahre von Sipke 450, Heinze 354, Tjerke 273 und Nan 264. Ebenfalls im Herbst 2023 zugelassen. Und der andere Sohn von Tide 501, der zugelassen worden ist für die Zuchtzulassung. Der Vater seiner Mutter ist Sipke 450, der wiederum ein Sohn ist von Täde 392 und somit hat dieser Täde 392 jetzt nicht nur 2 zugelassene Söhne, sondern auch einen zugelassenen Enkelsohn. Martinus ist das Beispiel eines Allround-Friesenpferdes. Er hat 81 bis 83 Punkte in seinen Tests erarbeitet, wobei er vor allem in den verschiedenen Disziplinen mit einer 7 oder besser beurteilt wurde. Er hat eine natürliche Balance und einen sehr feinen Körpereinsatz. Und auch das ist zu lesen in seinem Beurteilungsbericht. Er kann gut wechseln, hat einen sehr aktiven Hinterbeineinsatz und setzt sich immer voll ein, was er auch tut. Martinus ist sehr rassentypisch und stark gebaut, mit 3 korrekten Basisgangarten und einer Veranlagung für alle 3 typischen Friesenpferdedisziplinen. Der Hengst hat einen sehr starken Schritt, lässt viel Balance sehen und eine sehr schöne Beugung in den Hinterbeinen. Steht in der Deckstation Gasterland. Einer unserer jungen Jungens, 4 Jahre jung, Martinus 539. Mürk 540, ein Triple-A-Hengst, ebenfalls 4 Jahre jung. Züchter von Fleur Kempen aus Reikefort, die gemeinsam mit Tede Boer aus Johannesra auch Besitzerin ist. Ein Sohn von Tön 505 und Nachfahre von Lodewijk 431, Jasper 366, Jorrit 363, Ripke 321 und Lute 304, ebenfalls seit dem letzten Herbst zugelassen, hat 3 Triple-A-Scores einfahren können und einer der 2 ersten zugelassenen Söhne von Tön 505 in der zentralen Untersuchung hat er mit Bravour bestanden.
83,5 Punkte gab es unter dem Sattel und auch angespannt. Seine Mutter ist die Krondoppel-A-Stute von Lodewijk 431 aus dem Stamm 115, die in ihrer IBOB-Prüfung ein Resultat von 80 Punkten erreichte. IBOB, der individuelle Eignungstest für Pferde hier in den Niederlanden. Es ist sehr auffällig, wie leichtfüßig der Trab von Mürk ist. Außerdem kann er sehr gut wechseln. Er ist sehr aktiv im Hinterbein und kann sehr gut und raumgreifend seinen ganzen Körper einsetzen, auch im Vorderbein. Sehr auffallend an Mürk 540 ist sein sehr edler Kopf, luxuriös und fein gebaut. Er hat eine sehr jugendhafte Ausstrahlung. Er ist menschengerichtet, sehr brav im Stall und auch ein wenig empfindlich. Aber am liebsten tut er sein Bestes, um alle glücklich zu machen und setzt er sich ein. Er steht in Van de Kadik in Sint-Johannesra und wir sehen Mürk 504. Stimmt nicht, wir sehen Mürk 540, Entschuldigung, Mürk 540. Das ist Mürk 540. Wie gesagt, die Hengste, die im Herbst 2023 ihre Zuchtzulassung erhalten haben. Auch dieser junge Mann, Mano 541, mit einem A, 4 Jahre alt, Züchter ist RA-Faber in St. Nicolasra, auch der Inhaber, der Besitzer, zusammen mit der Familie de Vries aus Hoendelopen. Vater ist Fonger 478, außerdem im Stammbaum Andres 415, Berandus 345, Harke 254, Hotze 223, Elke 183. Manu ist der erste zugelassene Sohn von Fonger 478. Und seine Mutter ist eine Sternpräferententochter von Andries 415. Manu ist ein sehr stark gebauter Hengst mit einer starken Oberlinie und breiten, starken Lenden. Sein Beinwerk ist hart und trocken. Er hat sich während der zentralen Untersuchung als ein Allround-Gebrauchspferd sehen lassen, ist sehr freundlich und sehr brav, auch im Charakter. Er ist schnell beeindruckt, hat einen guten Einsatz und viel Willen und gibt immer alles bei der Arbeit. Und unterm Sattel ist er sehr auf seine Umgebung bedacht. Die drei Basisgangarten sind korrekt im Takt und ausreichend technisch. Der Schritt ist gut, der Galopp ist ausreichend aufwärts, wobei in allen Gängen etwas mehr, das zum Tragen gekommen werden könnte und ein wenig die Leichtigkeit noch fehlt. Der Hengst steht in Van de Kadik in Sint-Johannesra.
Die letzte Runde für den 4-jährigen Mano 5-4-1. Wir sehen Menzo 5-4-2 AAA die Bahn betreten, ebenfalls 4 Jahre alt. Züchter Stal Jede in Fledder, auch der Besitzer zusammen mit Tedebü aus Sint Johannesra. Ein Sohn von Ulbrand 502. Außerdem im Stammbaum vertreten sind Tjalle 454, Jasper 366, Brandus 345, Melle 311 und Feize 293, ebenfalls seit dem letzten Herbst zugelassen. Vor Ulbrand ist Menzo der 3. zugelassene Sohn. Dabei kommt Menzo aus dem Stamm 50 und seine Mutter Juwil H. von Lütgepanjum ist eine Modell-Sport-Leistungs-Doppel-A-Stute von Tjalle 454. In der Mutterlinie ist sowieso viel Sport zu finden. Juwil ist in der Z2-Dressur tätig, im ZZ Fahren und sie ist auch eine Meisterin unter den Zuchtstuten, vor allem vor dem Schäß. Eine Halbschwester von Menzo, Kristal Jede von Albin 469, ist Vizemeisterin in den Frisian Talent Cups geworden. Menzo 542 kommt aus einer Familie, die sich nicht zu verstecken braucht. Er hat 3-mal AAA erhalten mit 88,5 Punkten als höchstes Resultat unter dem Sattel. Dabei sind vor allem sein Trab und Galopp als beste Basisgangarten ausgezeichnet worden. Der Hengst hat viel natürliche Balance und einen schönen Körpereinsatz mit sehr viel Haltung. Er kann gut wechseln, hat ein aktives Hinterbein und einen sehr schön vorgreifenden Vorderbeineinsatz. Im Stall ist der noch etwas junger Hengst mit dem edlen Kopf, feinem, hartem und trockenem Beinwerk, sehr höflich und freundlich, in neuen Situationen noch etwas unsicher, aber definitiv ein sehr schönes Pferd oder ein angenehmes Pferd, wenn es um die Arbeit geht, mit sehr viel Interesse und dem Willen zu gefallen. Zumindest sagen das die Stallmanager, die Reiter und die Fahrer. Auch dieser Hengst steht in Van de Kadik in Sint Johannesra. Menzo 542 AAA.
laatste in deze Der letzte Hengst in dieser Rubrik. Da ist er auch. Hengst Mans. Manns 543 Doppel A. Ein 4-jähriger Manns 543 Doppel A. Züchter MAW Slagers Karnebeek aus Goor. Besitzer J. van Maanen in Kesteren. Ein Sohn von Tönen 505. Außerdem im Stammbaum vertreten sind Norbert 444, Beat 411, Anne 340, Uge 267 und Peke 268. Ebenfalls seit dem Herbst 2023 zugelassen. Der zweite Sohn von Tönen 505, der im ersten Jahrgang zugelassen ist. Da kommt man es auch noch aus der sehr stark züchtenden Van de Gonde-Linie oder auch dem Stutenstamm 13. Seine 14-jährige Sternpräferentenmutter ist noch immer in einer guten Kondition und auch seine 19-jährige Großmutter ist ein auffallend fittes und nachhaltiges Pferd. Manns ist ein sehr aufwärts gebauter Hengst mit langen Linien, einer sehr starken Oberlinie. Er ist korrekt gebaut und hat viel jugendhafte Ausstrahlung. Er ist freundlich und sehr menschengerichtet und auch sehr, sehr neugierig. In allen Disziplinen hat der Hengst sich als ein feines Arbeitspferd bewiesen. Das sagen Stallmanager, Reiter und Fahrer. Manns Kraft liegt vor allem im angespannten Fahren, wobei er die meisten Punkte erhielt in seinen Fahrprüfungen. Er steht bei den Gebroeders van Maanen, bei den Brüdern van Maanen in Ede. Diese Rubrik wird Ihnen angeboten und präsentiert von dem Baubedrijf Swart. Bereits mehr als 120 Jahre können Sie beim Baubedrijf Swart für jede Form von Bauarbeiten sich melden. Bauprojekte von Entwurf bis zur Lieferung, sowohl für Wohnungen als auch für Projekte im Gebrauchswesen. Wenn es jetzt ob es um einen Neubau geht, um eine Renovierung, eine Restauration oder einen Umbau, mit Baubetrieb Swart können Sie auf keinen Fall daneben liegen. Der 4-jährige Manns 543 Doppel A als letzter Hengst in dieser Rubrik der zuletzt zugelassenen Zuchthengste. Das waren sie dann, unsere jüngsten Zucht- und Deckhengste. Schöne neue Hengste. Und weil es die erste Saison ist für all diese Pferde, würden wir gerne die Züchter und Besitzer doch auch noch mit auf die Bahn bieten, um diesen Moment auf die gebührend festzuhalten und zu feiern. Das erste Mal, dass diese Pferde als Deckhengste, als zugelassene Zuchttiere hier erschienen sind. Wir möchten ähnlich wie in den letzten 2 Tagen darauf hinweisen, dass wir pro Hengst nur 2 Besitzer, 2 Züchter auf die Bahn bitten. Das hat mit der Sicherheit aller Beteiligten zu tun. Gerade hier, da es um junge Hengste geht, die eventuell noch etwas schreckhafter sind. In Ehrenjahren haben wir ihnen gestattet, Kinder mit auf die Bahn zu bringen. Davon möchten wir in diesem Jahr bitte absehen. Wie gesagt, aus Sicherheitsgründen, um sicherstellen zu können, dass wir alle in einem Stück und mit sämtlichen
Gliedmaßen am Körper übrig bleiben nach diesem wunderschönen Tag. Aber nichtsdestotrotz möchten wir die Besitzer und Züchter zu ihren Pferden auch auf die Bahn bitten. Machen Sie sich bitte schon mal bereit. Martinus darf einmal zu mir kommen. Martinus even voor Elger. Martinus vor Elger. Mürk darf sich hinter Jeppe einreihen. Manu einmal zu mir. Hey, wachthengsten, achterhengsten even aansluiten. Mans, Eben Mans, ein bisschen schneller. Dann schließen wir eben alle auf. Der dritte Hengst darf übrigens noch ein bisschen Zahn zulegen. Kurz eben vorne eben warten, bitte. Ja, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. Und dann schließen wir wieder auf, bitte. Und dann kontrolliert die Jury noch eben einmal diese Reihenfolge. Dames en heren, jonge hengsten,
Meine Damen und Herren, die jungen Hengste in der Spitzenposition Jeppe 537. Dann Martinus 539. Elcher 536, Mürk 540, Nick 538, Mans 543, Menzo 542 und Mano 541. Wie gesagt, wir laden die Züchter und Besitzer jeweils zu zweit zu ihren Hengsten ein, um diesen Moment eben festzuhalten. Nochmals, aus Sicherheitsgründen möchten wir wenig Menschen auf der Bahn haben und würden wir sie auch bitten, Kinder nicht mit auf die Bahn zu nehmen. Die Rosetten und Blumen werden überreicht von natürlich unseren in friesischer Tracht gekleideten Blumendamen und außerdem von Diane Postma, einer jungen KFPS-Mitgliedsdame, die also Vereinsmitglied bei unseren jüngeren Mitgliedern ist. Sabine wird uns noch ihre Reihenfolge erklären. Das ist eine sehr qualitativ hochwertige Rubrik hier. Sie haben es sehr gut gemacht hier, alle Hengste. Sehr gut vorgestellt und sich präsentiert. Ich finde, dass die Unterschiede in dieser Gruppe sehr klein sind. Es war der Schritt, der den Durchschlag gegeben hat in dieser Gruppe. In der Spitzenposition haben wir Jeppe 537 platziert. Da waren wir uns alle einig. Sehr hochbeinig, sehr modern. Schöne aufwärts gebaute Position. Im Schritt mit sehr viel Körpereinsatz und er setzt sich selbst gut ab. Im Trab mit viel Balance und viel Flexibilität und Leichtigkeit. In einem sehr schönen Tempo, sehr gut in den Wechseln und darum dieser erste Platz für Jeppe 537. Aber es war nicht einfach für Jeppe, denn Martinus 539 war ihm dicht auf den Fersen. Ein stark gebauter Hengst, eine sehr gute Oberlinie, gute Gruppenlage. Ein Hengst, der sehr gut und sehr schön im Schritt läuft, mit sehr viel Leichtigkeit, sehr viel Trab im Takt im Trab und sehr gut in den Wechseln. Also auf dem zweiten Platz Martinus 539. Dann kommen wir an bei Elcher 536. Eine sehr zierliche Linienführung, sehr schön und aufrecht gebaut. Ein schöner, taktvoller Schritt. Im Trab eine sehr schöne Haltung und ein guter Einsatz des Vorderbeins. Elcher 536. Dann bin ich bei Mürk 540 angekommen. Ein sehr sprechender, ausdrucksstarker Kopf, ein sehr jugendhafter Hengst. Sehr modern gebaut im Typ, sehr leichtfüßig im Schritt und auch im Trab. Mürk 540. Dann Nick 538. Sehr viel Rassenausstrahlung, eine sehr schöne Halsform, guter Schritt und eine schöne Beugung im Hinterbein im Trab. Nick 538. Dann sind wir bei Mans 543. Ein schöner, aufrecht gebauter Hengst. Sehr gute Technik im Trab, könnte etwas besser im Schritt sein. Mans 543. Dann geht es weiter mit Menzo 542. Menzo, ein Hengst mit einer sehr jugendhaften Ausstrahlung. Hat ein wenig getanzt im Schritt. Im Trab auch sehr leichtfüßig. Er hat sich heute ein wenig damit schwierig getan, die Balance zu halten auf der gesamten Bein, aber nichtsdestotrotz sehr beeindruckend. Menzo 542. Und zu guter Letzt Mano 541. Ein Hengst mit einer starken Lendenpartie, mit guten Schultern, die gut liegen. Sehr aktiv und leichtfüßig
Schritt. Ein sehr guter Vorderbeingebrauch im Trab. Mano 5-4-1. Dann wollen Sie natürlich wissen, welche Hengste wir als Kandidaten für die Meisterschaft mitnehmen. Das werde ich Ihnen sagen. Natürlich wollen wir Jeppe noch mal sehen. Jeppe 5-3-7. Martinus auch. Aber die Qualität war so groß, dass wir auch den dritten Platz mitnehmen. Elcher 5-3-6 kommt auch mit als Kandidat für die Meisterschaft. Wir haben sie hier nochmal stehen, all diese neuen Zuchthengste, die ab dieser Saison dabei sind. Wir haben Jeppe 5-3-7, gezüchtet von J. Lopez im Besitz der Stuterei Bommelstein. Wir haben Martinus 5-3-9, gezüchtet und im Besitz von der Familie Notenbaum-Schrolte als Vechelingsort, die sich den Besitz teilen mit H. Heppinger aus Oude-Mierdum. Wir haben Elcha 5-3-6 von A. Baumer im Besitz der Familie Ache-Ockemar. Wir sahen weiter Nick 5-3-8, gezüchtet und im Besitz von der Familie Tank in Frachender. Mög 5-4-0, im Besitz von und gezüchtet von Fleur van Kempen und T. de Boer. Mano 5-4-1, gezüchtet von R.A. Faber in St. Nikolaus-Ra und der ist auch der Besitzer zusammen mit der Familie de Vries aus Hindelopen. Menzo 5-4-2, gezüchtet im Stall Jede in Fledder und zusammen mit T. de Boer ist der Stall auch der Besitzer. Wir sahen Mans 5-4-3, gezüchtet von Emma W. Slagers-Kranebeck in Chor, im Besitz von J.H. von Mahnen in Kesteren. Und das waren sie. Unsere Züchter und unsere Besitzer der neuen Zuchthengste, die ab dieser Saison zum Einsatz kommen dürfen und werden. Diane Postma hat für uns die Blumen überreicht, zusammen mit unseren Blumendamen. Dann können wir jetzt noch einmal diese Hengste bewundern. 3 Hengste haben es geschafft, für die allgemeine Meisterschaft qualifiziert zu werden, sich zu qualifizieren. Wir sehen also Jeppe 5-3-7, Martinus 5-3-9 und Elcher 5-3-6 später noch einmal in den Meisterschaften und können sie jetzt noch einmal bewundern. Alexander Murray, Nick, Mans, Menzo en Mano. Mans 5-4-3 steht ein Umzug bevor, denn er hat einen neuen Besitzer, Finca Sanro aus Mexiko. Hat ihn gekauft und damit wird Mans 5-4-3 ein Stallgenosse von Detmar 5-1-9 und Bernd 5-1-7 sowie Romert